wir glauben immer, wir haben so viel Reich über die Maxer, so viel Reich über Janer, so viel. Du und ich, als deutsche Menschen, haben kein Mal in Reich hineinzukommen. Hey, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, von der mit Ihnen zu sein, hier in Smaris. Und wir sind von der unsere dritte, unsere dritte Botschaft von dieser Series. Wir sind von der unsere dritte Botschaft von dieser Series und mir geht es schein, ich kann Teil Dinge gelernt, von das für mein Leben. Es hilft uns immer weiter denken, wer wir sind. Wir sind Himmelsbürger, sagt die Bibel uns in Hebräer, aber wir sind noch einmal Wanderer auf dieser Welt. Und so wir sind Port geworden von was Jesus uns gemerkt hat, aber wir sind auf dieser Welt, wir leben auf dieser Welt und wir wollen nach dahin kommen, wo wir uns denken, helfen, was soll wir tun, was soll wir leben. Aber wir kicken das nach Hegel nur, wer sind wir oder was ist unsere Identität in Christus. Wer von Ihnen hat wohl gute Dinge gelernt in den letzten paar Wochen? Ja, oder auf wenigstens denken geholfen worden? Ich habe das so ein gutes Ding, wenn einer kann weiten, wer einer ist. Wenn wir die beste Version oder der beste Ort von uns selbst wollen sein, das hat nicht alles damit zu tun, mit wo wir leben und uns Leben einstellen, aber hat alles damit zu tun, mit was wir von uns selbst glauben oder was wir glauben, wer Gott sagt, wir sind. Und dort merkt uns eine bessere Ort, eine bessere Version von uns selbst sein. Wir haben in den letzten 2 Mal bekickt, was Jesus für uns getan hat, was Jesus an uns getan hat, bekickt wir uns letztes Mal. Und wir sehen uns ganz klar, dass Jesus hat uns vom Tod zum Leben gebracht. Er kam dahin, wo kein anderer kann handfutten, er kam dahin, wo kein anderer kann helfen. Und du deib an uns Hort, deib an uns Sein, hast den Ändernis gemerkt. Und von der werden wir ein drittes Ding bekicken. Und wir werden uns bekicken, was Jesus nicht bloß für uns getan hat, nicht bloß an uns getan hat, aber wir werden uns denken helfen, was hat Jesus zwischen uns getan? Was hat Jesus zwischen uns getan? Keiner von uns lebt allein auf dieser Welt. Wir leben mit Menschen taub, wir leben mit unserer Familie taub, mit unserer Frau, unserem Mann, unsere Kinder. Wir leben mit den Menschen taub, wo wir mit taub schaffen. Wir leben in einer Kirche taub mit unseren Menschen. Und dort meint, dass wir mit vorwärts kommen mit den Menschen, was Gott uns in unser Leben angesagt hat. Und ein von den Dingen, was wir immer weiter sein, dass die Menschen, wo wir mit taub leben, das ist nicht einmal leicht, mit denen zu leben, ist es. Wir jachten uns, wir leben in einer Welt, wo wir uns streiten mit unseren Ehepartnern, mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, mit allen. Wir können immer jachten, wenn wir leben mit Menschen, die nicht so sind als wir, die nicht so denken als wir. Und eine von den Dingen, was mir sehr abfallend ist, wo wir vielmehr versuchen, Frieden zu merken. Wir glauben immer weiter, dass Frieden zu holen oder Frieden merken, dort ist, was wir sollen tun. Und wir haben in Port in unserer Vision aus der Kirche, wir sagen, wir wollen Menschen dienen. Das meint, wir wollen die Kirche dienen. Das meint, wir wollen uns einig sein, wir wollen Gott sein zu uns, aber so viel Mal, dann, wir sind so verschieden, wir denken verschieden. Und wo können wir das ausleben, dass wir Frieden merken oder Frieden holen? Und ich glaube, von der ist eine gute Lektion in Epheser, wo wir können uns bekicken, wo das zu tun. Ganz klar war ich glaube, dass der Weg, wo wir Frieden gemerkt oder Frieden geholt, wo immer die dort nahen was, ist vielmehr nicht der rechte Weg zum Frieden merken oder Frieden holen. Die Welt wies uns sehr klar, wo das schafft. Die Welt wies uns, wo die eine Frieden suchen und man dort merken, die Krieg. Die haben Krieg zum Frieden merken, aber das selbst Ding, was die dann zum Frieden merken, dort merkt Unfrieden auf der Welt. Oder wir suchen nur Freiheit, und wir kriegen zum Freiheit haben, aber die selbst Methode, die wir brauchen zum Freiheit kriegen, das merkt uns Sklaven auf dieser Welt. Und dann weit wieder, das irgendwas deibert, das irgendwas hängen, was wir auch tun. Das irgendwas, was wir nicht haben, wenn wir diesen Frieden nicht kriegen, mit Jachten. Right? Und dann haben von den Jahren Dinge bekickt, was in der Vergangenheit passiert sind. Ich weiß nicht, ob Sie noch mal in die Geschichte kicken oder auf die Weltkrieg kicken.
Denken dort, was Hitler Modell zu viele von diesen Juden, wo die auf diese Concentration Camps Millionen Menschen bloß tot merken dort, die an diese Hiesen, wo die Ghosten an die möchten dort oder die schauten die dort. Wo haben dort Hitler dort? Hitler sagt einmal so steht, der sagt, ihr seid die Untermenschen und wir sind die Obermenschen. Dus diese Idee hängen von dort, wir sind Gott und wir sind Schlag, oder wir sind Hach und wir sind Leer. Wir haben diese Idee hängen von dort, wir sind die Fähne und wir sind die Dame. Und das Gedanken von, ich bin besser als du, ich weiß mehr als du, ich kann mehr als du, das Gedanken ist an uns Fleisch bin. Und wenn wir mit der bewarten nicht was tun oder looten tun, dann wollen wir immer mit allen Menschen, die dran sind, Anfried haben. Und so, Paulus, der gibt sehr feine Antwort an diesen Tags. Und das ist der Thema für die Botschaft von dir, Wegen Bregen, wo nicht bloß wir sollen Frieden siegen oder Frieden merken, aber wo Jesus wen versteht hat oder wen durchgebrochen haben, wo Jesus auf Bregen gebüht. Das ist eine von den Dingen, was wir wenig mal denken als Church, dort wer wir sind. Wir sind Menschen, zwischen denen die wen durchgebrochen sind. Wir sind Menschen, zwischen denen die Bregen gebüht sind. Das ist nicht unsere Hauptverantwortung im Leben. Das hat Jesus all getan. Und war das, was wir uns eigentlich gesagt haben, ich würde leichen, dass wir uns wurden durchsatten, dass wir wurden horchen. Und war nicht, ich will Ihnen von der nicht sagen, was die tun sollen oder was die tun haben oder was wir wollen dann in der nächsten Zeit. Von der werden wir noch einmal im ganzen oder eben Kapitel durchkicken und sagen, was Gott getan hat. Was hat Gott getan zwischen uns als eine Kirche? Wann das unsere wirkliche Identität als Christen, und besonders wenn wir denken an die Beziehungen oder die Menschen, wo wir taub sind. Und so, wir haben einen Teil Grund zu bejahen oder befohlen. Wir sind in Epheser 2, Vers 11, wo wir letztes Mal abhören. Und Paulus, der fängt an in Vers 11, aber ich will ganz kurz in einen Gedanken treiben, was wir vielleicht mal hatten. Vielleicht mal sieht Paulus an diesen Text dort, wir haben all diese Kategorien, wo wir Menschen immer angestellt haben, aber Gott hat uns nicht bloß eine Dose rausgenommen und eine bessere Dose nennen oder von damit zu feine Menschen gemerkt. Jesus kommt, um uns von Tod zum Leben bringen. Und denken, dass er sagt, ihr immer wie ihr tot, das was ihr wären, von der Tür tot, aber nu hat Gott ihn zum Leben gebracht. Und er fängt praktisch dort an, er fängt mit einer schlechten Nachricht an, oder mit einer sehr schlechten Nachricht an, oder probably die dümmste Nachricht, was du in deinem Leben hören kannst, wenn du dort deine Nachricht merkst. Aber er fängt in Vers 11 weiter an und sagt es das. Verjeht nicht, je wären, von der Tür aus Nicht-Juden geboren, und je werden von denen, die durch Menschenhand beschnitten sind, die Unbeschnittene genannt. Und so hat Paulus hier vertellt, diese kleine Gruppe von Menschen, die in der großen Stadt Ephesus war. Und diese Menschen, das sind nicht Juden. Diese kleine Gruppe Christen, die sich in Epheser versammeln, das sind nicht Juden. Und dort meint bloß, das sind von Natur aus die Menschen, die nicht so gut angesehen sind als die Juden, die sich glauben, die rechte Menschen zu sein. Und um ein bisschen erklären, Jan hat mir ein Bild zu wiesen. Da habe ich vielleicht mal einmal gesehen, aber zu Paulus in der Zeit, dann stand das Tempel in Jerusalem. Als Paulus das im Brief schrieb, dann stand das Tempel in Jerusalem. Und das Tempel ist der Hauptstadt auf der ganzen Welt. Das ist das Zentrum von dem Christentum oder dem Judentum zu der Zeit. Nicht das Christentum, aber das Judentum. Und so, das mittelste Part wird jeder sein, dort ist der Tempel. Dort ist, wo Gott wohnt. Und dort ist, wo die Juden mit den Hand kommen, in Kontakt kommen mit Gott. Und dort ist, wo die mit den Opfer bringen und all diese Dinge. Das ist der religiöse Zentrum dort. Und das Tempel ist eingeteilt in ein paar Teile. Das erste dort ist das Heiligste von Heiligste, oder das Allerheiligste, wo Gott wohnt. Und wenn du irgendwie in Kontakt kommst mit Gott oder in diese Städte ankommst, wenn du dort was studieren, was anwenden, du musst eine sehr besondere Person sein, wenn du was dort du anmerken. Du kannst bloß einmal das Jahr angehen, ein Opfer zu bringen. Du musst was sehr Besonderes sein, wenn du willst, die Gelegenheit haben oder die Fähigkeit haben, du anzukommen.
Der zweite Part ist ein Klima anders. Du kannst Priester nennen gehen, du kannst Menschen wahre Opfer bringen und all die religiöse Dinge tun. Aber du stehst ein Klima auf. Du kannst nicht bloß einen Mann nennen gehen, du kannst einen Teilmann nennen gehen, aber du musst auch besondere sein, die müssen von der reichen Familie sein, die müssen du reich nennen gehen. Aber in der zweiten Part, du kannst keine Frühes nennen. So, ich weiß nicht, wie viele von uns sich gewählt haben, Frühes zu sein oder Männer zu sein. Das sind Teile von der Welt, aber keiner von uns hat sich dort gewählt. Wenn du was in diese zwei Parts nennen gehen, wenn du eine Früh bist geboren, wirst du niemals in dein Leben erreichen. Die kostet es gleich. Das ist nicht deine Schuld, dass du eine Früh bist, aber die kostet nicht nennen. Das ist, was wir. Und der dritte Part, das ist ein Klima anders, du kannst Frühes auch nennen kommen. Aber in das Ganze steht, ab der erste, zweite, auch dritte steht, du kannst bloß Juden kommen. So, wenn du in diesen Tempel nennen wirst, dann musst du was Besonderes sein. Du musst eine reiche Familie, der reiche Blut haben. Du kannst du nicht nennen, wenn du nicht von einer reichen Familie bist. Und in das andere Part, du kannst die Griechen kommen. Und das sind alle anderen Menschen auf der Welt, die nicht Juden sind. Es gibt bloß zwei Sorten Menschen, das wären Juden und Griechen. Juden sind, die nicht Juden wären. Oder Juden und Heiden nennen wir das. So, das ist das System, oder das religiöse System, was die Juden hatten zu der Zeit. Und ohne Wohn von diesem Tempel, du sind Letreros oder Sens an, du sind Lutheran Schreiber, was du mal Josephus, der sagt mal, und diese wohnt, sind alle Sens an, was du sein, wenn du nicht ein Jude bist, und du wirst durch diese Wohn durchkommen, dann verurteilst du dich selbst zum Tod. Und andere wird, wenn du die was wären, als nicht Jude durch diese Weg durchzukommen, das ist ein Suicide Mission. Wie du sagst, wie kann die Tod merken, wie wollen die Tod merken? So, du kannst du das nicht nennen. In diese Gruppe Christen, die Paulus schrieben, das sind alles nicht Juden. Das sind Menschen, die du nicht in Reich haben und das ist ein Tempel. Und er gleicht diesen Brief wie nicht bloß die Epheser hatten kein Reich zu diesem Tempel. Wisst ihr, dass wir als plottisch redende Menschen, wir wurden kein Reich gehabt, jemals in den Tempel hineinzugehen? Wir sind nicht Juden geboren. Wir, unsere Blutstamm, unsere Blutland, sind nicht Juden. Wir plottisch redende Menschen auf der Welt, wir kommen von einem ganz anderen Stamm. Wir sind Griechen. Wir hatten kein Reich. Kriegt man, dass du glaubst, dass du bist ein Deutscher, ein plottisch redender. Wir glauben immer, wir haben so viel Reich über die Maxer, so viel Reich über Janer, so viel. Du und ich, als deutsche Menschen, hatten keinmal ein Reich hineinzukommen. Und so Paulus sagt, hör was er sagt, verjährt nicht, je wären von der Tür aus nicht Juden, je wären von der, was büten wären, und die Juden wären von der, was du ban wären. Je wären nicht von der, was du beschneiden wären, je wären nicht von der, was du Gott wären, je wären nicht von der, was du in Reich hatten, du hineinzukommen, von der Natur wie je nicht von dieser. Und Paulus sagt, verjährt das nicht, und das ist ein sehr wichtiges Wort, du wählen. Je färgner wir verjährten, von wo wir kommen, das fertig, was wir haben als Christen, je werden ja wird, was uns dort Opfer und Kreuz. Kann ich das noch einmal sagen? Je werden ja mal wir uns denken halten, von wo Gott uns hat Früh gebracht, wovon reicht uns die Jefhaft, dass wir kein Gott seine Dinge sind. Je färgner wir das verjährten, je werden ja wird es dort Opfer für uns. Und so Paulus sagt, verjährt das nicht, von wo ihr kommt. Nu, was meint das, wenn wir nicht Juden wären? In Vers 12 sagt er, wenigste 5 Dinge, was er uns meint. Und jetzt für uns wird er nicht Juden wären. Du wirst eine Zeit, wo sage ich in Vers 12, wo je ohne Christus wären. Und wie weit alle, was das meint? Ohne Christus zu sein, wenn Jesus der einzige Weich ist in dem Fuder, ohne Christus zu sein, das meint ohne den Himmel, ohne Erlösung, ohne Seiligkeit. Das ist, wo wir wären. Der zweite Ding, was er sagt, in je wären und Gott sein Volk, wie Fram sagt er. Und Fram meint nicht bloß Fram, so wie das Wort brauchen, das meint, wie wir excluded, wie wir rütgeschoben oder wie wir nicht Port fandet hier. Das zweite Ding sagt, und was Gott und Israel vermerkt oder gesagt hat, ging nicht an. Und andere wird die Versprechung, was Gott zu Israel gegeben hat von den Messias, das ging uns nicht an. Wir hatten kein Teil oder kein Reich zu versprechen. Dort wären die in Eck. Das vierte Ding, was er sagt, dass die hatten nichts zu hupen. Und das wird immer schlechter. Er sagt, die hatten nichts zu hupen. Wenn du eine schwere Zeit bist und das hat lang schlecht gegangen und irgendwer kommt sein, hey, ein Jahr wieder wirst du vielleicht bieten.
dann hast du Hoffnung, dann kannst du Licht durch den Tunnel sein und du kommst in der Rüte, aber ohne Hoffnung sein, das meint du erst nicht für abzukicken. Dort wo du ihn erqueren. Und das fünfte Ding, und das letzte in Vers 12 sagt, je wir ohne Gott in dieser Welt. Und ohne den lebenden Gott auf eine verbrechen Welt zu sein, das ist die dümmste Umstände, die du in dieser Welt haben. Und Paulus sagt, das wäre wir. Das wäre wir sind, so wie wir geboren. Keiner kann sich dort wählen. Keiner von uns wählt sich, eine andere Blut geboren zu sein. Keiner von uns wählt sich, eine andere Person zu sein. Wie wir, das wäre wie wir von der Tür aus. Ich weiß nicht, ob das nach uns so geht, aber das sind gewisse Dinge im Leben, du kannst es nicht mehr tun. Einmal in Mexiko geprüft, es wird abrechtig zu tun. Ja. Oder einmal eins wird versagt zu tun und je wollen es legally tun und je bringen all die Requisitos und all die Dinge, all die Dokumente, was die wollen. Und je kann alles bringen, was die haben, und das dann haben wir nicht genug. Und so, wenn die Paulus seinen Brief kicken, der sagt, was Paulus kann sagen hat, dass du und ich als Plattdeutsch redende Menschen, wir haben niemals, oder wenn du hier bist und du bist nicht im Plattdeutsch redender, wir haben nicht jüdisches Blut, wir haben kein Reichtum, in Gott in Rechnung kommen, wir haben kein Reichtum, das wir leben haben. Du und ich haben kein Reichtum, wir können tun, was wir wollen, wir können weiten, was wir wollen, wir können so viel Schule haben, als wir wollen, wir können alles auf den Dash bringen und das wir niemals genug. Aber, weißt du noch, das wichtige Wort, was wir vielleicht mal sagen, wo Paulus sagt, das ist Dame nötig, aber, weißt du noch? Hier kommt so ein Wort, was er in Vers 13, und hier wird er sagen, aber, nicht das anders. Und er gleicht diese kleine Video, und ich will nicht merken, circle junte. Merkt dort jene Wiedwein, dort ist der Gaude nötig von dem Evangelium, der sagt, das ist wir gewähren, aber, sagt er, nicht das anders. Und das wird der anders, der sagt, nicht sei ihr Christen. Und das ist das große Wort, was wir einmal brauchen, um unsere Identity beschreiben. Aber weißt du, was Christen meint? Du bist ein großer Christus und du bist ein kleiner Christus. Wir haben ein Reich gekriegt, Jesus in Namen zu drehen. Wenn wir Part von der Familie, oder wenn wir sind adoptiert worden in der Familie, dann haben wir einen Part in Namen zu drehen von der Familie. Der sagt, hier sind Christen. Ihr ist immer wie ihr das. Aber, sagt er, nun hat Jesus eine Brei gebüht, dass die nicht brauchen mehr das sind. Ihr ist immer wie ohne Christus in dieser Welt, sagt er, aber nun hat jemand Jesus in Namen gekriegt. Ihr ist immer, hat ihr keine Hoffnung, aber nun ist das wahr, nun ist das vorig, nun seid ihr Part von dieser Familie. Ihr ist immer, hat ihr nichts, nun habt ihr alles. Und heute wird er sagen, hier werden weit auf, das wir das in der Vergangenheit, aber nun sind ihr durch Christus Jesus, sein Blut ganz nur angebracht worden. Vers 14 sagt, Christus ist uns Fried, er hat von den beiden Gruppen eine gemerkt, in die Wohnt durchgebrechen, der uns trandet. Und ich glaube, wenn das der Gott nur recht hat, das wäre wie wir von der Tür nicht mehr zu tun, wir können nicht mehr tun, aber wer sagt, der hat den Weg durchgebrechen? Wer sagt, der hat Bregen gebetet? Wer hat von den zwei Gruppen eine gemerkt? Wer hat Frieden geschaffen zwischen diesen Menschen? Wer hat das getan? Oder was sagt Paulus, wie sollen das tun? Der sagt, Christus hat das getan. Jesus hat Frieden geschaffen, Jesus hat das vorher gemerkt. Und er gleicht dazu sagen, wenn die in den Tempel sitzen, das System, was die haben, du wirst so viel wegen. Und du wirst so viele Dinge, was du nicht kannst tun und ich nicht kann tun, wenn wir kein Reich tun. Aber was Jesus getan hat durch sein Blut, ist nicht bloß die erste Wohn zwei merkt, dass die Juden oder dass die Griechen können durchgehen, manch die Juden manch. Jesus hat nicht bloß die zwei Brechen, dass wir als Völker oder verschiedene Rosten von Menschen kennt sein. Der darf nicht bloß dort zwei Brechen, aber der darf die andere Wegen auch alle zwei Brechen. Weißt ihr noch, dass als Jesus sterben deit, und der hängt in Kreuz, dann reiht die Gardine von Buben bei uns zwei. Weißt ihr, wo eine Gardine, dass wir kriegen, was du ganz deep nennen, wie das Helle von der Helge, wo Gott ben wohnt. Und so, wenn Jesus sagt, dass er hat Frieden geschaffen, er von alles eingemerkt hat, meint, als du nicht ein Spanischer bist oder ein Deutscher bist oder was immer du auf dieser Welt bist, als du nicht früh bist oder ein Morgen bist, wir haben alle das selbst gereicht gekriegt, nicht bloß durch die erste Wohn, zweite Wohn, aber ganz, bei Ende jeden wird Gottes zu kommen. Das ist, wer wir sind. Und das haben nicht wir getan, wir haben uns das nicht verdient, wir können uns das gar nicht verdienen, wir hatten kein Reich, aber Christus hat den Frieden geschaffen.
En dat is de goede nodig. En ik wil aan je zeggen, dit maken we, dat zegt in vers 14, Christus. Christus is ons vrede. Dat zegt niet Jezus geeft vrede, Jezus heeft vrede, oder Jezus is een vredensgod. Weet wat het zegt? Het zegt Christus, de persoon van Jezus Christus is ons vrede. En dat merkt een onderscheid wegen. Veelmaal hebben we gezegd dat vrede is dat gegenteil van conflict. Aber vrede is niet het gegenteil van conflict. Nu dit is een vers, nu is vrede in de persoon van Jezus Christus ben. Weet je waarom dat wichtig is? Als een kerk, oder als Christen einmal, wenn wir unsere Identity nicht kennen und nicht wissen, wer wir sind, gemerkt als eine Kerk, dann gehen wir ramen und sehen wie alle Menschen ihre Fehler. Einmal sind Menschen gesehen, was du von allem verstehen, was damit zu sein. Je kann so eine Radars, was die brauchen zum Geld siegen, nicht so? Und jeder kleine Cent oder Medal, was du hast, du biebt, das denk immer. Some Menschen looten die Sonne, die gehen in die Kirche rein und bei jeder Mensch, wo die vorbeigehen, biebt dort. Wir haben alle Fehler, wir sind alle so eine Menschen, die du singen tun. Right? Und dann jedes Mal, wenn wir es empfangen mit einem Fehler, dann stärkt man sie Flaggen nach und sagen, hey, das hat einen Trouble, ja, hat einen Trouble. Aber weißt ihr, wenn ihr diese Flaggen nach stecken jedes Mal, weißt ihr, dass eine Flagge sagt, das hat einen Trouble, aber die Flagge sagt bloß, du hast nicht Frieden heute. Und so, wenn Jesus dein Friede ist und Jesus mein Friede ist, das ist wer wir sind. Und als wir dort wollen glauben, in Friede haben mit Jesus, in Friede luten, da bei uns Hort tüß wollen, dann wird man uns nicht vorrichtig kommen. Wir glauben immer, dass alle anderen Menschen ein Problem mit hast, right? Aber wenn wir nicht Friede haben, dann haben wir bloß nicht Friede. Der sagt in Vers 15, das sagt, Christus hat in sein Fleisch, dort Gesetz in Verschriften uit den Weg gebracht, dat hij aan zichzelf kunt van de twee einen nieuwen Mensch merken. En ik leicht dat we, als Jezus abstund, Jezus werd geboren als een Jood. Aber als Jezus leven deed, jemand de Samariter, jemand de Menschen, wat keiner wil. Aber als Jezus sterven abstund, dann stund ik, ich hab's als een Jood, der stund nicht, hab's als een Griech, der stund nicht, hab's als een, der hat nie einen Körper. Und nu dat wir sind am Nennen geboren, wir sind Port von sie nie einen Körper, dat is wer wir sollen sein, dat ist wer wir sind, en am. Vers 18 sagt, en du durch Friede schaffen, dat hij ons beid, durch das Kreuz. Und ich will han je sagen, dat morgen, ich will je het merken, diese Werk, wenn je in Small Group sind, dat mal all die Mal besein, lest het mal durch, dat mal all die Mal besein, wo fährt das sagt, durch Jesus, oder durch sein Blut, oder durch Arm, durch sein Körper, durch sein Opfer, immer wahrer, wo je anwollen, wo durch das ist. Der sagt, durch das Kreuz, einen Körper mit Gott taub gebracht, en du durch met de vriendschap van engmjuk. Vers 17 sagt, en hij kwam en predigt vrede te bed, te jun te wied opvieren en ook te die die dich bewieren. Dan zegt hij, durch Jesus war hab je alle bed, durch einen Jes, den Wachnum Fuder. En ik moet gleich nog je deze wied maken. Wenn wir diese Kapitel wollen überlesen, wo je immer waren anwollen, dat hat nicht mit 1 Million verschiedene Menschen zu tun. Das hat nicht mit 2 verschiedenen Rassen zu tun oder Sorten von Menschen. Das Leben, was wir leben aus einer Kirche, das hat nicht mit mir zu tun. Das hat mit uns zu tun als eins. Das Leben, was wir leben, hat nicht zu tun mit unserer Kirche oder mit meiner Kirche oder meine Botschaften oder mein Kaffee hier. Das sind uns denken. Und gucken, wo viel wir sind und von wo alle wir kommen, wir sind eins geworden. Und das ist die Gute nur von Evangelium. Und wenn du glaubst dort, du bist hineingekommen, du hast das Reich gebannt, wegen alles Gute, was du getan hast, oder wie viel Geld du gegeben hast, oder wie viel du gebetet hast, oder wie viel du, was immer getan hast, das wird dich nicht töten. Oder wenn du glaubst, dass du so viel damit getan hast, dass du nicht Port bist von das wird auch nicht dumm genug sein. Und Jesus merkt dir von alles ein, und das hat nicht zu tun, was wir tun haben oder nicht tun haben, das kämpft von Arm und das kämpft durch Arm. Die Sache im Vers 19 ist, die sagt, dann sind ihr nicht mehr fremde Wanderer, aber Mitbürger mit der Helge und Glieder in Gott seine Familie. War das, wer ihr sind. Die sagt, der Apostel und Propheten ihren Grund gebüht, es worden, woran Jesus selbst der Eckstein ist. Und ich will hier sagen, dass morgen der Apostel und die Propheten sind nicht ans Grund.
der nächste Vers merkt sehr klar, wer der Grund ist. Und das ist nicht der Apostel und die Propheten, die haben uns geholfen, diesen Grund zu bauen nur Jesus, aber der Eckstein ist Jesus. Okay? Nicht das Alte Testament, auch nicht das Neue Testament. Die wiesen uns beide Jesus, aber die sagt, durch dem, und das meint der Eckstein, der sagt, durch dem Wort. Und ich würde gleich noch jeder Part machen, wenn der sagt, durch den die ganzen Büt taub hält in was, so dass es für unseren Herrn einen heiligen Tempel gibt. Und so, wenn ihr das wollen lesen, dann wollen wir merken, dass Jesus bietet ein Gebet. Nicht bloß wie bühen eine Kirche, aber Jesus bietet ein Gebet. Aber wovon Gebet bietet Jesus? Der sagt in Vers 2, finde ich, in dem sind auch die ein Gebet, und das Gebet sei wie ein Gebet, so dass Gott in einem Jesus eine Wohnung hat. Okay? Und so, kann ich was ab Jün Daschen abschmieden, damit die Kinder mal überkehren? Wir bühen ein Gebet, aber wir bühen nicht eine Kirche. Ist das klar? Wir bühen ein großes Gebet, aber wir bühen nicht eine große Kirche. Jesus büht eine Kirche. In das Gebet, was Jesus bühen, das sind die echt ein Gebet. Das ist nicht von Thielen gemerkt, das ist nicht von Smant gemerkt oder Isa. Das Gebet, was Jesus bühen, das sind wie mit einem Gebet. Und das Gebet, was Jesus bühen, das ist nicht, dass wir können beim Taub kommen, aber dass Gott kann beim Taub kommen. Lest den Text. Und es ist wichtig, dass wir das sein werden, wenn das Gebiet, was das Zentrum war von uns Christentum, oder das Gebiet, wo wir nu sind, dann wollen wir nicht bestehen bleiben. Das ist ein Bereitschaft, was uns soll helfen, nur an Jesus kommen, aber das ist nicht das Zentrum von uns Christentum. Experts, die dann Kirchen helfen oder mit Kirchenlehrer schaffen, in Konflikt handeln in Kirchen, die sagen immer weiter, dass sehr wenig Kirchen merken, dass durch ein Kirchengebiet. Sehr wenig Kirchen blieben sich einig, wenn ein neues Gebiet haben. Das ist deutlich. Aber weißt du, woran das passiert? Weil wir glauben, dass das die Kirche. Und wir haben ein kleines anderes Gebiet, das du wirst, und das ist ein bisschen anderes Gebiet, das ich will, und so dann wollen wir uns trauen. Aber wenn das Gebiet ist, dann merken die Tools gleich so einen großen Unterschied. Aber wie sind wir? Wie sind Menschen, die wegen durchgebrochen sind, wie sind Menschen mit Frieden? Und wenn das ans Christentum ist, mit Jesus taub, dann merkt ihr gleich so einen großen Unterschied. Und wir wollen das durchmerken. Und wir wollen das Bild hier, wenn die zu uns wollen, kommen sagen, hey, warum do ihr das Gebiet nicht so stitt bühen oder so bühen? Oder wo will ihr das Gebiet bühen? Und wo ihr uns als Lehrer spielt hier sein, wie bühen gleich ein Gebiet? Wie alle taub bühen ein Gebiet? Okay? Wir wollen das nicht nur ans Weich bühen, aber wenn du hier Part bist von dieser Gruppe, dann werden wir das taub tun. Und so, Jesus büht ein Gebiet, und du und ich sind über ein Gebiet, wir sind Part von das Gebiet. Aber wenn du nicht von dieser Kirche bist oder lokale Kirche bist, wenn du Part bist von Gottes Kernigkeit oder von einer Kirche du bist, Gott hat die wegen zwei gebrochen und er hat Frieden geschaffen. Wie kann ich Ihnen was sagen? Das ist ein Mystery. Dass Gott hat wegen zwei gebrochen im Bregen gebiet zwischen alle verschiedenen Menschen, die es gibt, und er Frieden geschaffen zwischen, die Kinder ist mal lauten, statt die predigen. Wenn Gott hat Frieden geschaffen zwischen allen Menschen auf der Welt, kann man werde sein durch Jesus Christus, das ist ein Mystery. Und das sei abfolgend, wenn die ganze Kapitel 3, Paulus redet bloß von einem Ding, der sagt, das ist ein Geheimnis, was Gott mir hat offenbart. Bei uns das Geheimnis, dass Gott auf alle angebracht und das Heilige steht, er auf alle angebracht und Port gemerkt von dem Christentum. Und Paulus sagt, das ist ein Mystery, das hat Gott mir offenbart, wenn die Kapitel 3 lesen. Und das ist interessant, wenn dort hat Gott ihn gewesen, und Petrus kriegt sie gut. Petrus wie ein Mann, der hat lange mit Jesus gelebt, aber für Petrus wird das ein Geheimnis, dass Gott will alle Menschen Port von das merken. Weißt du noch, wo Petrus beten, wie Jappe auf den Tag sagt, und mit einmal kommt das Lerken darauf mit alles Tieren? Was tut Gott? Der weiß Petrus bloß, dass nicht bloß die Juden sind reich, oder nicht bloß die, die beschnitten sind, haben das Vorteil hineinzukommen. Alle Menschen haben. Und Paulus sagt, das ist ein Geheimnis, wo wir ihn ansehen. Also, matter of fact, Paulus sagt, wenn ich in Gefängnis sitze, wenn Gott auf mir das Geheimnis offenbart, und ich habe Jüngern gesagt. In 2000 Jahren, nur dem, dass Paulus das geschrieben hat, kam sich mir so fair, dass ein sehr viel stehen, dass das nachher ein Geheimnis. Wir glauben das nicht, dass jene Kirche kriegt so gut, dass es unsere. Wir glauben nicht, dass jene Rost oder jene Person kriegt so gut, dass es wie. Wenn wir Christen sind, dann sind wir nicht zwei, nicht hier, nicht eine Million, dann sind wir eins.
En het laatste poort in kapitel 3, dat is wat Paulus staat. De beet voor de kerk. Wenn Paulus weet dat is een mystery, Paulus weet dat is een geheimnis, Paulus weet dat de mensen worden niemals anders te houden kunnen, zodat God dit wordt openbaren. En zo Paulus beet in het laatste poort in kapitel 3, en de beet voor het geheimnis dat wordt openbaard worden. En ik wil gleich dat je naar dit harken. Die zegt, ik bid ook dat je met alle andere heilige taub mochten de kracht kennen leren, wodat je begrijpen kan. Nu laat me niet een beetje afhouden. Die zegt, ik bid voor kracht, dat je worden wat begrijpen kan. Nu wat Paulus hier wat beden is zo wichtig, dat het braucht een kracht van God, dat we dit worden überhaupt verstaan können, dat we het überhaupt worden begrijpen können. En Paulus bedt voor kracht van God, dat we het worden begrijpen kunnen. En hier komt het. Hij zegt, ik bid voor kracht, dat je worden begrijpen kan, hoe lang en breed, hoe hoog en diep Christus in leven is. Dat heet zich, dass wir brauchen Kraft, um das zu verstehen. Wie weten Gott leeft ons? Wir weten, dass Gott hat sein Leben gegeben, Jesus hat sein Leben gegeben von uns. Aber lass mich nicht was sagen. Wenn das nicht eine Kraft braucht, um das begreifen, das kann nicht wer du bist, kann nicht was du tun, das kann nicht von wo du kommst, das braucht eine Kraft Gottes, um das bloß mal annehmen, dass du bist angenommen, dass du bist. Das braucht eine Kraft Gottes, um dass du das begreifen kannst, dass du bist, ihr Life kriegst, dass du bist. Und Mike, was Paulus hier sagt, ist, ich bete, dass ihr begreifen kann, wo lang und wo breit Gott sein Leben ist. Und war in dem Kontext, wo wir das lesen, dann war wir bloß an, dass Paulus merkt, dass sicher, dass kein Mensch kriegt, von wo von der Welt oder von der Kirche Camp oder was immer die tun haben, dass kein Mensch, was der ausgeschlossen ist. Gott seine Leben, der Reich, viel zu weit ist, viel zu breit, dass du mal immer was du bieten sind. Keiner ist Büter, Gott seine Leben. Und er sagt, wo hoch und wo deep wenn wir in seiner Gott mit Jesus in Leben, dass von so hoch aus die Käumen, die Welt Menschen, die Reichbare, der deibste von uns schwindet hat, du wie keine Sinn, was zu groß wäre, was zu deep wäre, was zu ammerlich wäre, dass Jesus den nicht kriegen. Und Paulus sagt, ich bete, dass du das was zu holen kriegen. Ich bete, dass du das was zu holen kriegen. Das kann nicht von wo du kommst oder wo weit bieten die Fels zu sein. Jesus in der Leben ist groß genug, um die erregnen, das Deibste von den Hart kriegen. Und so das letzte Ding, was Paulus sagt, das ist das, und das ist ein Wunder, aber Paulus bringt das hinein. Und wie er von Anfang an gesagt hat, in den ersten 3 Kapiteln sagt Paulus nicht, was wir sollen tun. Das ist actually ein Ding, was Paulus sagt, wir sollen tun. Und das kommt gerade hierher. Der hat noch nicht bei Tito gesagt, was wir sollen tun, aber niemand sagt, das ist, was wir sollen tun. Und hier kommt es, er sagt, wir sollen Christus in der Leben kennenlernen. Das ist, was wir sollen tun. Nicht, der sagt euch, wir sollen Jesus leben. Der sagt euch, wir sollen die Kirche leben. Der sagt, wir sollen kennenlernen, dass Jesus uns lebt. Because Paulus weiß, kann ich auf Deutsch reden? Paulus weiß verdammt gut, dass wenn wir nicht wollen, weiten, wie viel wert wir sind und wo wir kein Mensch wird schätzen. Paulus weiß verdammt gut, dass wenn ich Gott seine Leben nicht annehmen für mein Hart, dann will ich Gott auch Himmel 3 leben. Und so, er sagt, hier sollen wir kennenlernen. Und ich wollte hier schließen mit den letzten Vers, aber das letzte, was Paulus in Kapitel 3 sagt, ist, der sagt, der durch seine Kraft viel mehr an uns tun kann, als wir uns denken oder verstehen können, den traf alle ihr und die Gemeinde in Christus Jesus durch alle Generationen und alle Ewigkeit. Amen. Und was Paulus hier tut, der merkt bloß klar, dass wenn das ist, wer wir sind, und wenn wir nicht können uns aus der Dose bringen und zum Leben bringen, wenn wir nicht können uns diese Wänge verbrechen und du nennen kommen, aber Jesus hat das alle getan, der auf jeder eine Wand verbrechen wird und das Allerheiligste, und der auf die das Verreich gegeben, um den Nennen zu kommen, kriegt und wer du bist, kriegt und was du getan hast, seine Leib ist so gewaltig groß. Was können wir noch tun, als Gott loben? Was bleibt uns anders, was Gott verherrlichen mit uns ganzes Leben? Und unsere nächste Generation hat wissen, wo Gott zu loben und Gott zu danken. So, an Jesus Worship, die wollen abkommen. Ich würde leichen, dass wir von der würden satten bleiben als Kirche. Und bloß uns denken halten, dass das, wo wir satten, das ist unsere Identity. Wir sind mit Jesus hoch über alles hingesagt, was existiert. Und wenn wir uns so bloß als ein Reminder denken halten, von der satt wir tun nicht. Wir satten bloß uns denken halten, wer Gott sagt, wir sind. Und so, wenn die
du so setzen, dann bet von deinem Horten an. Kijk einen Worte singen oder kijk einen Worte spielen. Neem das bloß mal ein Part von deinem Leben und für die nächsten 5 Minuten lob Gott bloß mal für was der von deinem Leben getan.